your chance, beat it now. 今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せる In the night 豪華なメンツ秒読み to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで歪む大地地響きが轟く闇 Nothing can stop you now 沸騰してくテンションどうもない日が Wake up 乗るかそるかどうもないアクション断崖ギリギリ極限までサバDragon Ball Wedging Blast 2 Online. Ein Let's Play, das jetzt bereits schon in die zweite Staffel gegangen ist. Okay, mit mittlerweile 39 Parts nicht gerade so viel für eine zweite Staffel, aber trotzdem. Zweite Staffel gegangen ist und jetzt eigentlich auch schon bereits zu Ende ist. Wir haben geschafft, was wir wollten. Wir haben Erfahrung gesammelt und natürlich alle Charaktere freigespielt, die es so gibt in diesem Spiel. Ja, tatsächlich, wir haben alle kompletto, alle, ich weiß nicht, wie viele das überhaupt sind. Könnt ihr gerade selber zusammenzählen, wie viele das eigentlich sind. Jedenfalls haben wir alle Charaktere freigeschaltet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Sprich, womit will ich jetzt diesen Part 39 so belasten? Und vor allem, wie geht es dann in Staffel 3 weiter? Beziehungsweise ist das gar das Ende des Let's Plays, des Online-Let's Plays? Gut, das aber erst am Schluss mehr. Jetzt mal natürlich die Frage, was will ich jetzt mit diesem Part eigentlich noch bezwecken? Zweierlei. Einerseits natürlich noch außerdem mal noch die Beschwörung von Shenlong zeigen. Das wäre allerdings Punkt 3 bereits auf der Liste. Punkt 1 mal euch zeigen, wie man die ganzen Charaktere freispielen kann. Zum Beispiel Pai Gohan oder natürlich auch Ultimate Gohan. Etc. etc. Da gucken wir mal ganz kurz was. Super Saiyajin, ja. Ja, hier sind wir ziemlich gut. Ich weiß von vielen noch, dass sie Mühe haben, irgendwie beim erwachsenen Gohan herauszufinden, ob der jetzt ein zweifach oder normaler Super Saiyajin ist. Im Anime meistens ein bisschen schwer zu erkennen. Hier ist es, oder eigentlich generell ist es so, der Zweifache, ihr seht schon, der hat nur eine Haarspitze. Hier seht ihr, normaler hat noch ja, eine Großzahl, eine kleinere. Ebenfalls Super Saiyajin, im Grunde genommen einfach nur, ja, alles blond, sonst nichts Neues. Von der Frisur her und hier ist es einfach natürlich ein bisschen stacheliger, ein bisschen mehr in die Höhe, das schon und eben diese eine Franzel im Gesicht. So ähnlich wie auch der Teen Gohan als Super Saiyan. Hier ist natürlich um einiges besser der Unterschied. Ja, die Ultimate Gohan sowieso. Genau, was ich sagen wollte, ja, einerseits auch zeigen, wie man das Ganze halt freischalten kann, die ganzen Charaktere. Dann noch auch zeigen, wie man trainieren kann, hier offline-mäßig. Denn ich habe hier oftmals Kommentare gelesen, natürlich auch per PN, dass ich euch erklären soll oder euch zeigen soll, wie ich denn hier trainiere, beziehungsweise auch, wie ich am besten das Teleportieren auf die Beine kriege. Genau, das noch und dann wie gesagt Shenlong noch und ja, ich denke, wir kriegen schon noch ein bisschen was zusammen für diesen Part. Also dann, Charaktere freispielen geht folgendermaßen, Galaxy-Modus reingehen und dann habt ihr hier ein paar Charaktere, wie es aussieht, wa? Ganz erstmal muss ich ganz kurz mal anfangen, wo ist jetzt der, wo ist der jetzt? Genau, unser weltberühmter und in diesem Spiel zum ersten Mal vorkommender Hachiyak. Hachiyak, der noch stärker sein soll als Broly, was ich irgendwie bezweifle. Also sprich von der Stärke her vielleicht schon stärker als Broly, aber ansonsten ist der doch eigentlich ein Waschlappen. So, wo ist jetzt Hachiyak gerade? Hachiyak, hier ist der Hachiyak. Erfolgsquote 0%, weil ich noch nie mit dem gezockt habe. Genau, hier drin könnt ihr trainieren und so, dazu kommt dann gleich mehr, was man so noch damit machen kann. Hachiyak freispielen könnt ihr folgendermaßen, indem ihr einfach den Film, den es bei diesem Spiel dabei gibt, den haben wir von Anfang an zur Verfügung. Und zwar hieß der irgendwie der Plan zur Vernichtung der Super Saiyajins. Ja, mal so ganz grob ins Deutsche übersetzt. Den müsst ihr einmal gucken und dann habt ihr Hachiyak freigespielt. Ganz einfach im Prinzip, wa? Also dann gehen wir weiter zu den Cyborgs. Die Cyborgs C13, C14, C15. Wo haben wir sie denn? Na, wir haben hier ein paar. Wo ist denn C13?
Der ist hier, genau. Hier könnt ihr ganz gut sehen, die Charaktere, die so ein, ja, sag jetzt mal, so ein Sternsymbol haben, so ein blaues. Ja, jetzt sehen wir es wieder, genau. Das sind Charaktere, die ihr freispielen könnt. Ja, ganz toll, wa? Genau, die ihr freispielen könnt und mal ganz kurz gucken. Oder was noch? Sternsymbol? Genau. Ne, ich muss ein bisschen anders ausholen, man sieht es hier auch. Die Sternsymbole. Genau, Sternsymbole sind die Charaktere, die als neu sind, sprich, die ihr freischalten könnt. Und diese blauen Sternsymbole sind halt diejenigen, die wir so weit fast durchgespielt haben, um neue Charaktere freizuspielen. Ja, was meine ich damit? Ganz einfach. C13, wo ist denn der Typ jetzt genau? Hier ist er. C13 freispielen könnt ihr, indem ihr bei Dr. Gero durchzockt. Dr. Gero ist hierbei, genau hier. Seht ihr hier mit 15%. Gehen wir ganz kurz rein zum Gucken. Ihr habt hier ein paar gemeistert und so. Sprich, diese Optionen müsst ihr soweit durchhaben. Ein paar davon sind es. 1, 2 Kämpfe, 3, 4, 5. Ich gehe gleich noch, nachher ein bisschen näher drauf ein. Das sind 5 Stück. Die 5, sage ich mal, müsst ihr machen. Und dann bekommt ihr C13 bereits. Sprich, den hier müsst ihr gar nicht machen und so. Ich habe gar nicht freigespielt. Wie geht es überhaupt? Gemeistert. Oh, den könnt ihr auch noch machen. Dr. Gero gegen Sallyboy, wa? Genau. Ja, aber halt nur so weit gespielt, wie ich jemals brauche, um die Charaktere freizuspielen. Sehr schön, so jetzt zu C13. C14, eigentlich ganz einfach. C14 war ja der kleine, glaube ich, von den Cyborg-Brüdern. Genau, der hier sogar. Also doch der große. C14 freispielen könnt ihr ganz einfach, indem ihr mit C13 durchzockt, genau wie vorhin auch bei Dr. Gero. Einfach ein bisschen durchzocken, bis ihr hier insgesamt bei 60, ja, 66 sogar. Sprich, müsst ihr halt auch ein bisschen kämpfen und so, ein paar Missionen gewinnen, bis ihr dann irgendwann die Meldung erscheint vom System. Oh, ihr habt jetzt den Charakter C14 freigespielt. Tja. Genau so ist es. Gut, kommen wir weiter zu C15, da ist es gleich, da könnt ihr auch den kleinen hier freispielen, indem ihr einfach mit C14 zockt, nach bei dem, soweit es geht, bis ihr halt C15 freischalten könnt. So, dann gehen wir weiter zu Bardock. Wie könnt ihr den eigentlich freispielen? Der ist ein bisschen seltsamer. Bardock, wo bist du, altes Haus? Saiyajins, hier unten sind die, da ist aber Nappa. Bardock, wo ist denn der? Wo ist denn der? Da ist Thales, den haben wir auch gleich. Bardock, willst du mir verarschen? Wo ist der? Bardock, klein, du altes Ei, ist der. Bardock! Den könnt ihr freispielen, indem ihr die Missionen des Pflanzenmannes durchspielt. Ja, ein bisschen verrückt das Ganze zwar, aber es macht durchaus, macht zwar gar keinen Sinn, aber egal. Der Pflanzenmann, wo haben wir den denn? Na, wo bist du denn? Hier ist er, genau. Auch den müsst ihr so weit durchspielen, wie es geht, bis das System halt sagt, ihr habt Bardock freigespielt. Der nächste auf der Liste wäre hier dann Bojack. Bojack, hier unten sieht es ganz gut. Den hier könnt ihr freispielen, indem ihr ganz einfach Zanguias Mission durchspielt. Ja. So einfach kann es sein. So, Broly als dreifacher Super Saiyajin. Dafür gibt es, glaube ich, 2 Varianten. Habe ich mal irgendwie was gelesen, habe es zumindest mal so gemacht. Hier, Super Saiyan 3 Broly, indem ihr einfach Brolys normalen Missionsmodus durchzockt. Ihr müsst, glaube ich, von Anfang an dabei haben, glaube ich zumindest. Laut meiner Liste ist es auch wirklich so. Gut, Broly waren wir ihn. Broly. Wo bist du? Brokkoli? Wer mag Brokkoli? Ja, scheinbar keiner. Ja, doch ich, aber wo ist er jetzt? Ah, hier. Voll vorbeigeklickt. So, Super Saiyan 3 Broly und ja, wir halten normalen Broly. Auch den, da müsst ihr gar nicht viel machen. 45%, das reicht bereits. Und dann habt ihr Super Saiyan 3 Broly freigespielt. Sehr schön. Der nächste wäre Cooler. Den könnt ihr freispielen, indem ihr einfach Freezers Modus durchmacht. Sucht nicht extra, ihr kennt ja Freezer. Ihr wisst, wie der Typ aussieht. Einfach nicht so ganz cool. War der... Naja, stimmt so irgendwie, aber das Spruch war trotzdem mies. So, der nächste auf meiner Liste wäre Dabra. Dabra. Wo bist du denn, lieber Dämonenkönig? Der Hölle, der also gleich stark ist wie Cell, habe ich mir sagen lassen. Hallo? Ah, hier ist der. Wir haben Dabra, den könnt ihr freispielen, indem ihr Cells oder... Also Cell habe ich selber gemacht, das kann ich bestätigen, indem ihr Cells-Modus durchspielt oder aber Gerüchten zufolge auch Son Gotens. Das kann ich nicht bestätigen, Freunde, aber es soll offenbar auch funktionieren. Tja. Dann kommen wir zu Dore. Dore. Das müsste der Typ sein. Den könnt ihr freispielen, indem ihr Nasus-Modus durchzockt. Nasu, den kommt gleich noch, den müssen wir auch noch freizocken. Gehen weiter zu Gogeta. Ja, kennt ihr auch alle. Gogeta, Spammer Gogeta, Super Gogeta. Einfach derjenige, der einfach alles wegrotzt.
was es gibt. So, Gogeta freispielen, ganz einfach. Ihr müsst, wenn ihr das noch richtig gemacht habt, glaube ich, Vegetos-Modus machen. Wo haben wir denn den? Ja, wo ist er denn? Hier ist der. Vegeta durchzocken, also fast durchzocken halt. Bis auch hier die Meldung erscheint, dass ihr Gogeta freigespielt habt. Sehr schön, so. Gohan kommt als nächster, sprich halt der Erwachsene sogar. Ja, auch dem ist er freispielen, glaube ich sogar automatisch mal gemacht, gehabt. Genau, Gohan Erwachsenen freispielen, indem ihr einfach Teen Gohans Modus durchzockt. Tja, ganz einfach, natürlich den wiederum auch so. Ich habe es gerade erst freigespielt, aber falls nicht, einfach so durchzocken, indem ihr Kid Gohans Modus spielt. Gut. Dann kommen wir noch zu Gohan Future. Ja, der Son Gohan aus der Zukunft. Wo haben wir den denn? Unseren Kumpel Gohan? Wo ist denn der? Der Zukünftige, der im Kampf gegen C17 und C18 gefallen ist. Hier ist er, Son Gohan Zukunft. Freispielen, indem wir einfach Ultimate Gohan Story Modus, wo haben wir ihn? Durchzockt. Ja, der müsste auch gleich noch kommen. Ultimate Gohan, hier ist er ja, Ultimate Gohan. Und bei dem wiederum, den könnt ihr auch freispielen, indem ihr ganz einfach den Modus des Erwachsenen Gohans durchzockt. So, ja, keine Sorge, wir sind bald durch, Jetzt kommen wir zu Gotenks. Gotenks, könnt ihr auch freizocken, und zwar, hier ist ja, Gotenks. Müsste gar nicht, das ist bereits freigezockt. Hä? Wie soll ich jetzt auf meiner Liste, dass man den freizocken kann? Ja. Ist jetzt ein bisschen schon gezockt. Jedenfalls, laut meiner Liste müssen wir dann, glaube ich, mit Super Gogeta zocken, was ich auch ein bisschen seltsam finde, ganz ehrlich gesagt. Also, nee, gut, Gotenks müsste eigentlich bereits freigeschaltet sein, von dem her müsste hierzu nichts machen. Cool, oder? Gut, kommen wir zu Janemba. Janemba könnt ihr freispielen, indem ihr Paikuhans Modus durchzockt, so weiter dem geht. Genau, Super Janemba, den halt durch Paikuhans. Paikuhan wiederum könnt ihr durch oder freispielen mit Piccolo. Ja, nicht nee, Piccolo, wo ist der? Ja gut, ihr kennt ihn ja. Indem ihr einfach Piccolos Modus macht. So, Kid Buu, das ist derjenige, den wir im letzten Part gezockt, beziehungsweise gezeigt haben. Kid Buu, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Ist ein bisschen seltsam, der müsste mit Krillin freispielen. Ja, auch ein bisschen seltsam, ich weiß, aber es ist scheinbar so. Wieso? Keine Ahnung. Fragt mich das nicht, ich habe keine Ahnung. Kommen wir zu Mecha Freezer. Wie könnte es anders sein? Einfach mit Metacooler freischalten, sprich mit dem hier Metallcooler. Der schaltet wiederum halt, wie gesagt, Mecha Freezer frei. Und Metallcooler wird freigeschaltet natürlich durch Cooler, ganz klar. Ja, hätten wir das auch. So, war ich vorhin stehen geblieben? Genau, Nezu hatten wir noch. Das ist ja der Kleine hier. Dore, wie gesagt, freispielen durch Nezu. Nezu freispielen, indem wir mit, das muss man auch leider wissen, vieles davon ist ja, sag jetzt mal, vieles in diesem Galaxy-Modus ist eigentlich logisch, aber das hier nicht. Und zwar mit Barta, genau. Mit Barta könnt ihr Nezu freischalten, wo haben wir jetzt denn gerade wieder? Also mit Barta könnt ihr diesen lustigen Gesellen freischalten, mit Nezu wiederum Dore und mit Dore wiederum Salsa, der Anführer der Cooler-Truppe. Ja, der halt real für cooler als sie eigentlich sind. So. Dann haben wir noch Turbo, der kleine Bruder von Vegeta, der so eigentlich auch nur im Film, wobei eigentlich ist es eher so ein kleines Special gewesen. Goku und seine Freunde kehren zurück, irgendwie so heißt das Ganze. Ist halt noch relativ neu von dem her. Mit, ja, Vegeta Scouter durchzocken. Glaubt man kaum, aber ist so. Gut, wer fehlt denn jetzt alles noch? Ja, ich mach grad falsch. Nein, nicht so. Tabelfreispiel mit Vegeta, nicht Vegeta Scouter, meine Fresse. Vegeta Scouter braucht ihr wiederum bei Vegeta Machin. Sprich, den hier könnt ihr nur mit Vegeta Scouter durchzocken. So wird ein Schuh draus. Und Vegeta Scouter halt wiederum nur, indem ihr mit Goku eine Runde zockt. Genau. So, haben wir fast alles durch. Was fehlt noch? Trunks haben wir noch. Trunks. Genau, Trunks Schwert. Den könnt ihr frei zocken, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Indem ihr halt... Ja, ein bisschen seltsam. Mit Trunks als kämpfender Teenager. Was ist doch ein kleiner Trunks? Ich überlege gerade.
Ich glaube, war doch eher der kleine Trunks, sowohl. Also irgendwie Sinn wir es zwar geben. Meine Fresse, schon so lange her. Ich glaube, Trunks hätte aber sogar damals mal vor der zweiten Staffel freigezockt. Ja, müssen wir gucken, entweder mit Trunks kämpfen der Teenage oder halt mit kleinem Trunks. Einer von beiden war es, glaube ich, sogar beide gemacht, um zu testen, genau. Dass wirklich beide sind. So, genau, Vegeta gerade haben wir auch. Vegeta, dreifacher Super Saiyan, der letzte in der Liste, haben wir es endlich geschafft. Den könnt ihr scheinbar zweierlei freispielen, entweder halt mit Majin Vegeta, wie ich es gemacht habe, oder mit Super Saiyajin 3 Broly. Es würde beides gehen. Aber ja, denke mal, Majin Vegeta ist sicher. So, ja, soweit dazu. Meine Fresse, war eine ganz lange Story hier, war. Jetzt haben wir noch was anderes zu tun, und zwar die ganzen Missionen hier. Wie ist denn das Ganze aufgebaut? Zum Beispiel haben wir hier, erster Kampf. Gewinne, während deine Gesundheit immer weiter sinkt. Spieler, Gesundheit nimmt stetig ab. Gehen wir ganz kurz mal rein. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Teilweise natürlich die Gegner auch noch stärker und so, keine Frage. Und ja, es ist von dem her schon ein bisschen unter Umständen mühsam. So, gehen wir ganz kurz rein. Ja, teilweise sind die Sprüche und den Kontrahenten noch ganz cool. So. Meine Gesundheit, seht ihr, nimmt ab, obwohl ich blocke. Jetzt natürlich nur ganz wenig, von dem wir gar kein Problem. Wir werden ihn gleich platt machen. So, jetzt reicht's mir aber. Er wird leider auch stärker. Ja, man sieht schon, die sind mitunter ziemlich stark, die Kumpels. Wird nicht so einfach, wie ich gerade dachte. So, komm schon, Hachia. Jetzt bist du dran, Alter. So, geht da. Runter mit dir. Komm schon, und ich mache platt. Aber ihr seht auch, er ist zwar relativ stark von dem her, aber wir machen ihm ziemlich, und wenn ich sage ziemlich, meine ich sehr viel Damage. Wieso? Keine Ahnung. Es ist einfach so, dass teilweise machst du den Gegnern echt grausam viel Schaden. So, nur mal so, um auch zu sagen, was es hier so unterschiedliche Missionen gibt. Was ich natürlich selber sehr schwer fand, waren Missionen, die man selber kaum schaffen konnte, wie ich fand. Und zwar waren das Missionen, wo man selber fast abkrepiert ist. Genau der hier. Bossmission. Beginne kurz vor Tod und kämpfe bis zum Limit. Ich sage auch noch ganz kurz. Also der ist echt kacke, hey. Das heißt, kurz vor Tod, dann bedeutet das, wenn ihr einmal getroffen werdet. Egal, ob von einer Keyblast-Attacke, von einem Tritt, ob von irgendwas, ihr seid hinüber. Und da geht natürlich voll geheilt von Anfang an. Sprich, ihr müsst trotzdem platt machen. Seht ihr? So, im Idealfall natürlich gleich eine Combo auspacken. Denn ihr macht trotzdem noch relativ viel Damage und der Gegner ist nicht ganz so stark, also von dem her ist nicht ganz so intelligent. Meistens, hier sieht man doch, dass Bu nicht ganz so dämlich ist, wie er aussieht. Ja, kann man sich natürlich denken, wenn der Gegner platt machen muss, aber selber kaum Energie hat, sprich ein Treffen man ist down, es ist nicht ganz einfach. Im Gegenteil, es ist saumäßig schwer. Aber ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück, manchmal auch ein bisschen Übung und dann klappt es halt trotzdem. Soweit dazu, Freunde. Ja, sind hier soweit durch. Was soll ich noch zeigen? Genau, Training offscreen-mäßig. Stellung kommen wir gleich dazu. Training. Oh, yes, Mann. So, wie trainiere ich denn? Zum Beispiel das Ausweichen. Haben wir ganz einfach mit Goku und... Ja, das reicht... Nee, nicht so. Auch nur eine Charaktere. So, Vegeta ist auch super. Die alle Kontrahenten. Wo Piccolo eigentlich der bessere Trainer wäre, aber egal. Ein kurzes Training mit euch, um zu zeigen, wie ich denn so trainiere. Ach ja, so. Kurz was trinken, ein bisschen viel Gequatsch hintereinander. Schon geht's besser, alles klar. Genau, so. Training. Standardmäßig macht Vegeta jetzt gar nichts. Sprich, ihr könnt jetzt ein bisschen trainieren. Ihr seht ja auch die anderen Treffer. Sprich, ihr könnt hier zum Beispiel unterschiedliche Kombos versuchen. Einmal Viereck, dann einmal Dreieck. Zweimal Viereck, einmal Dreieck. Dreimal Viereck, einmal Dreieck oder sogar viermal und dann den Schlag in den Magen. Natürlich mit Super-Kombo noch dazwischen, sprich mit Ultimate-Attacke oder halt Super-Move. Und das Ganze wird eine richtig fette Combo. Tja, ich sag's ja, trainieren. Oder man macht's anders, zum Beispiel so. Kurz umdrehen, dann viermal und dann noch in die Luft damit. Wollen wir ganz kurz, Luft damit wollte ich sagen. Genau, Luft damit, natürlich mit dem Dreieck-Move hinterher, jetzt mit dem Viereck. Und ihr könnt ihn schön durch die Luft segeln lassen. Ja, so viel dazu. Gut, hätten wir das.
So viel zum Training. Gehen wir ganz kurz zum Boden zurück. Er bleibt oben. Sehr schön. Es teleportieren, Freunde. Wie trainiert man denn das? Ich mache das so. Jeweils unter Gegnereinstellungen gehe ich mal unter Superangriff und mache mal Entladungsart. Was macht er jetzt? Was war das gerade? So, guck, was hast du gerade gemacht? Keine Ahnung. So, der ist da oben, der schießt gekonnt auf uns. Wir können natürlich uns treffen lassen. Aua. Was jetzt sehr ratsam ist. Oder ausweichen. Oder teleportieren. Zack. Wie geht das Teleportieren? Ganz einfach auf Mitte der Strecke etwa. Also ein bisschen weit weg. Jetzt! Müssen wir ein bisschen gucken, bevor der Attacke uns trifft, könnte... Jetzt! Und am besten immer auf R1 nicht nur kurz drücken, sondern gedrückt lassen, dann könnte sicher sein, dass der Teleport funktioniert. Zack, zack. Sehr schön. So, jetzt das Ablocken. Ablocken funktioniert folgendermaßen. Könnt ihr R1 genau gedrückt lassen die ganze Zeit. Kurz bevor er noch treffen würde, dann ablocken. Sprich mit dem linken Kontrollstick auf die linke oder rechte Seite. Und so, liebe Freunde, trainiere ich das Teleportieren der Superangriffe. Eigentlich ganz einfach, wa? So, zurücksetzen bitte. Gehen wir nochmal von vorne. Und jetzt machen wir das zweite, was ziemlich anspruchsvoller ist. Also nicht das gerade. Nahkampf gehe ich jetzt mal, wie ich das mache, auf Verfolgungsangriff 2. Wieso? Jetzt seht ihr es. Genau, das ist doch. Er schickt uns durch die Lüfte. Wir können nichts tun. Oder? Natürlich können wir. Bam, wir voll in die Fresse hauen. So, wie mache ich das? Hier ist Timing alles, Freunde. Ihr seht jetzt gerade, dass Vegeta hier zuschlagen möchte. Er lädt auf, zack, und dann sieht man ihn kurz. Kurz kurz in Nahkampf. Nahkampf. Ja, im Sinne von der Nähe, von der Ferne. Nähe, Ferne. Seht ihr das? So. Genau, hier trifft er uns. Das war jetzt gerade ein bisschen anders. Sorry, ich wollte es gerade ein bisschen anders zeigen. Wie ich es auch zeigen wollte. Manchmal kurz, ich muss ein bisschen besser hinstellen. So, jetzt. Da hat er einen Schilddurchbrecher. Komm schon. Jetzt was! Genau, ihr müsst genau in dem Moment. Nachdem ihr euch wieder seht, sag's mal so, also nachdem ihr Vegeta und Goku sehen könnt. Genau, jetzt ein zweites Mal. Müsst ihr eigentlich, ja, auf R1 drücken und dann teleportieren. Manchmal klappt's bei mir, manchmal noch nicht, wie ihr sehen könnt. Manchmal ganz kurz, ich versuch's nochmal auch zu zeigen. Ja, also auch gerade in Bewegung, da geht's sowieso nicht. So, tschüss Vegeta. Es ist ein bisschen tricky, muss man ganz ehrlich zugeben, aber es geht schon. Mit genug Erfahrung und Übung geht das schon. Seht ihr jetzt zum Beispiel? Ein bisschen nicht quatschen geht sowieso besser. Ja, das als Let's Play natürlich ein bisschen schwierig, aber ich gebe mir wie immer Mühe. Hallo? So, jetzt wieder. Seht ihr? Ja, man kann sagen, bei einem von zweimal klappt es bei mir. Gut. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wie klappt das denn? Wenn ihr mich jetzt einmal durch die Lüfte schickt. Geht er bitte einmal schicken. Jetzt! Moment. Jetzt! Klappt wieder mal nicht. Toll. Vorführeffekt. Moment mal. Moment mal kurz. Versuch nochmal Vegeta. Ja, am Schluss klappt es eigentlich meistens. Hier ist es eigentlich aus wie vorhin mit dem Ablocken von Superangriffen. Ganz kurz bevor er euch trifft. Genau in dem Moment. Das war wieder ein bisschen zu spät. Wieder zu spät. Ich hab doch gar nicht getroffen. Wow. Komm schon. Jetzt geht's wieder. Seht ihr, jetzt könnt ihr wieder hinterher kontern. Es ist ein bisschen tricky, es muss gut geübt werden, aber es ist alles machbar. Und so, liebe Freunde, trainiere ich das Teleportieren. Seht ihr, es klappt wieder. Ich sag's genau, dann wenn ich es vorführen möchte, klappt es nicht. Dann wenn ich es nicht mehr vorführen möchte, dann klappt es. Tja. Soviel zum Training meinerseits. Tja, fast alles durch, wa? Ich sag, wenn man die Charaktere freispielt, welche notwendig sind, wie ich trainiere, so mit dem Teleportieren und so. Das Anpassen noch etwas. Ihr könnt hier im Einzelspieler-Modus, im Galaxy-Modus, könnt ihr halt so Super-Objekte und so machen. Tja. Genau, jetzt habt ihr hier zum Beispiel Superangriff, könnt ihr die zum Beispiel ändern, sprich individuell 1, kann ich jetzt zum Beispiel machen, dass so ein Goku statt Kamehameha macht der das hier. Der Kaioken Finisher macht der Kaioken Attacke und so weiter und so fort, aber ich kann natürlich auch was anderes machen. Nämlich die Objekte, was ist das genau? Ihr seht hier zum Beispiel, ich habe Limitpunkte 0 von 26. So, das heißt, ich kann insgesamt 26 Punkte verteilen. Hier zum Beispiel kann ich jetzt Nahkampf, ich sage jetzt mal Sprint, Schlag und so.
Genau, erhöht die Stärke von Schlagangriffen enorm. Könnte ich jetzt zum Beispiel, das heißt hoch L zum Beispiel mal, kann ich 10 Stück verteilen, sprich ich habe noch 16 Stück, die ich noch verteilen kann. Diese ganzen Objekte könnt ihr auch halt in diesem Galaxy-Modus freispielen. Das heißt, je mehr ihr dort freispielt, desto mehr Objekte habt ihr für einen Charakter und desto stärker kann dieser Charakter werden, was natürlich auch im Online-Modus geht. Was ich jetzt sehr selten gemacht habe, aber ja, ist eigentlich nur von Vorteil, was natürlich auch für Staffel 3 dann machen werde. So, was anderes, und zwar Shenlong rufen. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Ich habe es noch nie gemacht, Freunde. Shenlong, erscheine, erfüll uns unser Wunsch. Naja, bei Budokai habe ich es schon gemacht, Budokai 3, aber hier? Ich wünsche mir, was wünsche ich mir denn? Glück und Zufriedenheit für alle meine Zuschauer und natürlich auch für alle anderen Menschen auf der Welt. Nee, doch schon, aber es ist ein bisschen was anderes wünschen. Ich wünsche mir, dass die Abenteuer der Dragon Balls nie mehr vorbeigehen mögen. Was? Ja. Mit der Kombination von Son Goku kann man hier halt nur so Dinger freischalten. Hab ich doch schon mal gemacht? Und Welt, den Wunsch, das hast du schon verdient. Ja, hab es doch mal gemacht. War wohl schon am Anfang des Let's Plays oder wo ich mal ganz zu Beginn noch vom Let's Play mal gezockt habe, offscreen so ein bisschen. So. Shenlong greift an. Du kannst ein Bild von Shenlong verdienen. Echt? Mein die will ich hier. Eine Musik, die im wütenden Seelenmodus gespielt wird. Genau, Freunde, das will ich tun. Denn die Musik finde ich sowieso die geilste von allen hier. Ist es okay? Ja, gerne. Versuchen wir es. Freigeschaltet und das Shenlongs Augen rot leuchten. Ja, tschüss. Leb wohl, leb in Frieden. Ach ja, das war Shenlong. Ja, Freunde, das war der Offline-Part, können wir beinahe sagen, zu Dragon Ball Wedging Blast 2 Online. Wir haben zwar eigentlich alles durch, was es hier so gibt. Was eigentlich so zeigen kann, man kann natürlich noch andere Dinge so machen. Richtigen Story-Modus gibt das Spiel jetzt so nicht her. Das haben wir dann wieder bei Battle of Z, obwohl da ist ja auch ein bisschen anders wieder. Führt eher so in Richtung Ultimate Tenkaichi, aber das sehen wir dann noch, wie genau es sein wird. Ja, Kampfzone könnt ihr auch machen. Das habe ich jetzt auch nie versucht. Wie geht das eigentlich genau? Mal ganz kurz reingehen. Hintereinander, war. Kugelzone, Freeze, volle Kraft und so. Ja, aber zeige ich jetzt nicht. Das könnt ihr auch selber mal angucken, wie das Ganze funktionieren wird. Oder wir machen doch mal ein Offline-Let's Play davon. Offline. Doch, offline. Ein Offline-Let's Play davon. Aber nicht jetzt. So. Museum noch ganz kurz. Können wir ganz kurz mal reingucken. Bilder ansehen, genau. Was haben wir hier alles? Nummer 1. Rücken an Rücken an gewaltigen Gegner. Nein, so gewaltig war es auch wieder nichts. Sonstfache Kaioken. Vereint. Duell. Kaioken-Attacke. Ja, das sind einfach so ein paar Bilder, die ihr hier bei Wedging Blast 2 so zur Verfügung habt. Ganz schön durchscrollen, wie es aussieht. Freezer, der Unverzeihliche. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann so ein paar Bilder. Natürlich nicht alle freigeschaltet, da gibt es noch irgendwo Sammlerrad. 25% erst. Ist richtig übel. Das ist richtig übel und vor allem auch richtig mies. Der Profil, das geht hierbei. Profil. Stimmensammlung. Stimme 5 fehlt mir noch. Wahrscheinlich Stimmen, vor allem, indem du das Spiel im Galaxy-Modus durchspielst. Ich schätze mal, um hier alles komplett zu haben, Freunde, müsst ihr im Galaxy-Modus vermutlich alles 100% haben. Vielleicht sogar alles im besten Rang, sprich S Plus und so. Oder S Plus Plus sogar. Damit ihr alles freispielen könnt. Achso, er spricht vom Boot. Hat er gerade das ist gar nicht mit dem Spiel. Das ist gar nicht erhalten hier. Profil wollte ich ganz kurz zeigen. Profil, was steht denn hier Schönes? Son Goku wurde das Kakarot, der zweite Sohn des niederen Saiyajin Bardock, auf dem Planeten Vegeta geboren. Ja, das ist eigentlich alles, was wir bereits kennen. Also kämpfe, stärker der Gegner wird. Ja. Eigentlich nichts Besonderes, Freunde. So. Ja, wie bereits gesagt, das ist ja eigentlich das Ende von Dragon Ball Z Wedging Blast 2 Online. Oder jetzt halt irgendwie offline. Von der zweiten Staffel, genau. Jetzt natürlich die Frage, dritte Staffel. Gibt es eine dritte Staffel? Ja oder nein? Das hängt von euch ab. Sprich, wenn ihr wollt, dass wir eine dritte Staffel machen, mit zum Beispiel
mehr Teamkämpfen. Also Teamkämpfe heißt natürlich, dass ich mit 3 bis 5 Charakteren kann man, glaube ich, auswählen pro Gegner halt. Sprich, dass ich mit 5 Charakteren gegen euch antrete jeweils. Und natürlich auch, dass ich Ranglistenduelle mache und so. Das alles würde dann in der Staffel 3 vorkommen. Sprich natürlich auch viel härtere Gegner. Ja, eigentlich zwangsmäßig. Ja, zwangsläufig natürlich. Zwangsmäßig, zwangsläufig eher. Härtere Gegner, aber halt auch, dass ich da ein bisschen mehr trainieren werde, Charaktere aufstocken, mit halt Objekte anpassen, etc. etc. Mehr trainieren werde. Und dass so eigentlich das Online-Let's Play von Wedging Blast 2 weitergehen wird, bis das Spiel von einem anderen Let's Play, sag ich jetzt mal, abgelöst werden könnte, wie zum Beispiel von Battle of Z. Was hier scheinbar noch bis 2014 warten dürfte. Sprich halt, Wedging Blast 2 wäre momentan bis Frühjahr 2014 die einzige relevante Alternative im Dragon Ball Universum. Ich meine, klar können wir mal irgendwie einen Let's Test zu irgendwie Wedging Blast 1 machen. Oder auch Burst Limit hat ja auch ein Online-Feature, aber ich denke mal, Wedging Blast 2 hat da doch ein bisschen mehr Charaktere und das bessere Kampfsystem als die beiden anderen Spiele. Ja. Das war dazu, wie gesagt, hängt auch von euch ab. Sprich, ob ihr auch wollt, dass wir überhaupt eine 3. Staffel machen. Wenn ihr das wollt, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen, wenn ihr das auch bejaht. Oder natürlich auch über einen Daumen nach oben. Natürlich auch beides, wäre mir natürlich auch sehr recht. Ich muss aber trotzdem erwähnen, Freunde, die 3. Staffel wird nicht so schnell kommen. Sprich, wir machen eine Pause von etwa einem Monat. Nämlich aus Gründen. Ja, aus Gründen natürlich eine sehr gute Ausrede. Gründen deswegen, einerseits Free Life, weil ich gerade Arbeitsleben bin und so. 4 Projekte, eigentlich sogar 6 Projekte insgesamt, momentan ein bisschen sehr viel sind. Jetzt gibt es natürlich noch neue Spiele und so, die ich auch zocken möchte. Dann aber will ich natürlich auch noch sehr ein bisschen besser trainiert sein, bevor ich wieder da die 3. Staffel anstarte. Und da ich sowieso Ende Oktober Ferien habe und Geburtstag auch noch, ein anderes Thema. Genau, weil ich dann noch Ferien habe, kann ich dann noch besser trainieren und so. Deswegen würde ich sagen, dass halt die 3. Staffel vermutlich so am 27. Also kann ich teleporten. Dass die 3. Staffel halt so um den 27. Oktober herum starten würde. Natürlich nur, falls ihr überhaupt noch wollt. So, viel dazu. Das war's von meiner Seite zu Dragon Ball Wedging Blast 2 Online. Die Part dauert bereits 31 Minuten, viel zu lange, wie ich finde. Aber egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die lange Treue, vor allem vielen Dank auch für die Geduld. Vielen Dank vor allem für diejenigen, gegen die ich online zocken durfte. Das war wie immer eine große Ehre. Natürlich auch eine Freude, ganz klar. Und auch wenn ich teilweise vielleicht ein bisschen geflucht habe oder ein bisschen unhöflich war, weil ich gar nicht etwas so wollte, wie ich gerade wollte. Sei es wegen der Online-Verbindung, etc. etc. Es ist trotzdem ein Dragon Ball Spiel, ein Spiel, das mir vor allem Spaß macht. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Dragon Ball Abenteuer, was auch immer es sein möge. Ciao zusammen.